Grüezi miteinander bei einem neuen Commentary von eurem Chasebrot. Yo Leute, ein neues Commentary ist am Start und zwar Medal of Honor, Warfighter. Ich hatte dieses Gameplay eigentlich als Live-Commentary geplant und es wurde auch meine Stimme aufgenommen, allerdings viel zu leise. Ja, kann man leider nichts machen, jetzt muss ich das mehr oder weniger nachvertonen, allerdings werde ich jetzt natürlich gleich ein bisschen was anderes dazu labern. Die Stats sind ganz gut am Schluss und ich habe die höchste Abschussserie einmal erreicht, damit ihr die mal seht. Allerdings ist die, also wenn man es vergleicht mit irgendeinem COD, richtig scheiße. Und das ist gut. Nee, weil ohne Spaß in COD, das war richtig, ja, wie soll ich sagen, das ist einfach nur scheiße, wenn da irgend so 2 Millionen Harrier und ein Chopper Gunner und da noch eine AC-130 und alles in der Luft ist und man keine Chance hat irgendwie. Deshalb, ja, finde ich das ganz gut, dass hier die Killstreaks nicht so stark sind. Das hatte ich auch schon mal irgendwo erwähnt. Jo. So, ich benutze hier die AK-103, auch wenn man dem am besten eigentlich AK-47 oder AK-74 sagen könnte, weil sie ziemlich genau gleich aussieht, auch gleich funktioniert vom Nachladen allem. Und hier, zack, 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 Alter. Also mir gefällt die Knife-Animation eigentlich besser wie jetzt Battlefield 3 zum Beispiel. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das so. Jedenfalls, die Waffe, die ich hier benutze, die kriegt man relativ spät. Ich glaube, ich bin jetzt über Level 50 schon. Und ich habe die erst kürzlich gekriegt. Aber die Waffe hat's in sich, also die macht relativ Schaden, ist ziemlich genau. Der Rückstoß ist zwar nicht ohne, aber man kann ihn gut, ja, eindämmen, sag ich mal. Gut entgegenwirken, von dem her also, die Waffe gehört definitiv zu meinen Favorites. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo gesagt habe, aber die AK-47 oder allgemein sprich die AKs, die Sturmgewehr-Variation, nicht die AKUs zum Beispiel, sondern die ganz normalen AKs halt, die man jetzt so typisch im Kopf hat, wenn man an eine AK denkt. Das sind ja so ziemlich meine Lieblingssturmgewehre. Wieso, weiß ich auch nicht, aber irgendwie finde ich einfach, die haben richtig Style. Ich glaube, das liegt normalerweise an dem Holz, das da immer mit dabei ist. Ich weiß nicht, mir gefällt einfach diese Waffe, dass sie ja in den meisten Spielen mehr auf Stärke und Präzision, aber auch riesigen Rückstoß hält. Sprich, zum Beispiel jetzt das erste Online-Multiplayer-Spiel, das ich relativ viel gezockt habe, war CS 1.6. Da war die AK auch meine Lieblingswaffe. Und das ist einfach so, die Waffe braucht sehr viel Übung, um damit umzugehen. Viel mehr als zum Beispiel die Gegenstückwaffe bei der Antiterror-Einheit. Die AK gehört ja den Terroristen in Counter-Strike. Und bis man mit der AK gut umgehen kann, das geht einiges länger, wie ich finde, als zum Beispiel mit der M4, welches jetzt den Antiterroristen gehört, so kann man das eigentlich am besten sagen. Dafür ist sie auch richtig übelst stark in dem Spiel. Dann in Battlefield gab es sie ja leider nicht wirklich, jedenfalls nicht im Bad Company. Erst dann mit dem Vietnam DLC, da war das auch eindeutig meine Lieblingswaffe, sogar noch vor den Snipern, weil, ja, ich weiß auch nicht warum, irgendwie hatte ich vielleicht mit den Snipern schon zu viel im Hauptspiel gezockt. Jedenfalls hatte ich mit der auch übelst schnell den Platin Star, ich glaube mit der Sniper, mit der einen hatte ich gerade mal den ersten Gold. Mit der AK vom Vietnam hatte ich schon den Platin. Also das ging richtig schnell mit der. Die ist da aber auch richtig stark, muss man dazu sagen. Jedenfalls ging das halt so weiter. In jedem Spiel so ziemlich fand ich die AK immer die geilste irgendwie. Nur in COD, in Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 gefällt sie mir nicht so. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal irgendwo gesagt.
weil die Waffe sieht da übelst fett aus irgendwie und mir gefällt an der AK eben, dass sie so schlank ist irgendwie. Und dieses Bananenmagazin nennt man das, soviel ich weiß, und einfach auch allgemein das Aussehen fand ich immer total genial irgendwie. Keine Ahnung, aber in COD sieht die so fett aus und ich weiß nicht, ist einfach, da ist es nicht so meine Waffe. Also da gefällt mir dann zum Beispiel die Pharma, so die ACR deutlich mehr. In Black Ops allerdings war die dann wieder recht schlank, da gefiel sie mir dann wieder. Da war es auch einer meiner Lieblingswaffen, die ich sehr oft benutzt habe und sie war auch ziemlich stark, muss man sagen. Mal gucken, ob sie in Black Ops 2 vorkommt. Es gibt ja schon eine Waffenliste, ich habe mir die ehrlich gesagt nicht angeguckt und das werde ich auch nicht machen. Ich werde mir aber Black Ops 2 in den nächsten Tagen vorbestellen und ja, da werden dann natürlich auch Videos kommen. Da habe ich wie gesagt einen Vorteil mit dem Kinomodus, sprich eigentlich wird theoretisch jede Runde aufgenommen und nicht nur die ich halt Fraps einschalte. Ja, also wenn sie in Black Ops 2 vorkommt, bestimmt in einer futuristischeren Variante, aber mal gucken. Ja, jetzt habe ich eigentlich die ganze Zeit über die AK gelabert, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ist ja egal. Was ich eigentlich noch sagen wollte, dass ich morgen keine Zeit habe, ein Video hochzuladen, deshalb mache ich jetzt das hier heute. Und ich kann auch je nachdem am Donnerstag keins hochladen, weil ich habe im Moment keine Parts mehr und keine Commentaries und nix. Also ich bin im Moment wirklich am Ende quasi, was die Videos angeht. Und am Donnerstag fange ich dann wieder mal an, ein paar aufzunehmen. Sprich ein bisschen Dead Space aufnehmen, ein bisschen, ja, Sniper Elite fertig schneiden. Da kommt noch ein Part, der allerdings leider das DLC, das ich ja noch dazu Let's Playen wollte, das schon begonnen wurde von mir mit dem Let's Play. Das werde ich abbrechen, weil die Aufnahme abgekackt ist inmitten der Mission und das ist jetzt ein bisschen mühsam zu erklären, aber sagen wir so, in der Mission war das folgende: Man ist irgendwo hingelatscht, möglichst unbemerkt, hat da Bomben platziert und ist wieder aus der Basis rausgelatscht, den ganzen Weg zurück. Und da, wo ich quasi die letzte Bombe platziert habe, quasi kurz bevor ich den Rest des Parts gelatscht bin, da ist mir die Aufnahme abgekackt. Das heißt, das Einzige, was ihr sehen würdet, ist der Rückweg. Und ich finde jetzt, dafür muss ich nicht extra nochmal die Mission spielen, weil sie hat mir auf eine gewisse Art nicht ganz so gefallen, da es einfach zu viel Rumgelatsche war für das Spiel irgendwie. Deshalb, das tut mir schon mal leid, aber ja, ganz ehrlich, ich habe keine Motivation dafür. Auch ist letztens ein neues DLC für Sniper Elite V2 rausgekommen, das werde ich mir aber nicht holen, weil das Spiel ist schon cool und alles, aber es ist einfach genau wie in den Online-Shootern. Sniper ist eindeutig meine Lieblingsklasse, meine Lieblingswaffen. Ich spiele damit am liebsten, aber zwischendurch muss auch mal ein bisschen was mit einem Sturmgewehr passieren. Oder mit einer Schrotflinte oder mit irgendwas, das halt nicht eine Sniper ist. Schon so ein Scheißdreck, ne? Ne, jedenfalls sterbe ich hier das erste Mal. Naja. Also wie gesagt, das Let's Play ist nach einer Weile relativ demotivierend irgendwie. Ich frage mich, ob ich überhaupt noch irgendwie so ein Spiel kaufen werde, in dem man nur Sniper ist. Sprich, ob ich mir zum Beispiel Sniper Ghost Warrior 2 holen werde, muss ich noch gucken. Weil im Moment hätte ich da jetzt wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Vor allem weil der Multiplayer in diesen Spielen wirklich immer am Arsch ist, weil Sniper gegen Sniper gegen Sniper und so weiter, das ist einfach nix, das ist Rumgesitze und Rumgecampe und Und ich meine, das ist ja eigentlich die Aufgabe eines Snipers und deshalb ist das ja auch so cool quasi in Battlefield oder so. Weil das da eben nicht jeder macht, weil wenn das jeder macht, dann ist das auch in Battlefield scheiße. Aber muss man einfach mal zugeben. Ich glaube, deshalb ist die Klasse auch so verhasst, weil, ja, wenn halt quasi jemand in einer Lobby joint, wo nur Sniper sind, kann ich schon verstehen, warum man sich aufregt. Egal, hier, übrigens bin ich schon seit einer Weile hier in dem Helikopter drin. Aber ihr seht schon, ich habe damit, glaube ich, nur 1 oder 2 Kills gemacht. Naja, die Runde ist vorbei.
lief übelst geil irgendwie, vor allem weil ich es live aufgenommen habe, war ich recht erstaunt. 14:1 müsste der Score sein. Ja, gibt's noch groß was zu sagen? Bei uns ist Herbstmesse. Und da gehe ich, wie gesagt, morgen hin. Deshalb kann ich morgen auch kein Video hochladen. Ich hoffe, das reicht mir heute noch mit dem hier. Das könnte knapp werden. Aber ich denke schon. Jedenfalls... etwas will ich noch kurz loswerden. Medal of Honor Warfighter wird ja so übelst gehasst und alles. Ich verstehe nicht ganz warum, weil COD wird ja auch gelobt. Für mich ist Medal of Honor COD nur irgendwie besser, weil es nicht ganz so mies ist. Jedenfalls, es ist bestimmt besser wie MW3, 100%ig, und ich finde, mit den anderen COD-Teilen kann es durchaus mithalten. Naja, jedem das seine. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.